So kreideweiss wie an diesem Freitagabend war die Fabi noch nie. Ja, ich will die mal sehen. Ja, auf jeden Fall haben wir gerade herausgefunden, dass die nette Grandma Miller in Wirklichkeit die Mutter von Lady Blake ist. Vor der grössten Findin vom Hotel Sanahof. Als die Grandma Miller und der Bob abgereist sind, habe ich gedacht, jetzt wird alles gut. Ja. Die Grandma Miller rettet den Sanahof mit ihrem Geld. Und nicht das. Ja, wegen dem Stoffnasstüchli von der Grandma Miller haben wir herausgefunden, wie sie früher geheissen hat. Yvette Weiss. Weiss, so wie ich auch. Und dann haben wir 1 und 1 zusammenzählen. Ja, ist ein bisschen schwierig bei so einer komplizierten Familiengeschichte. Fabi, könntest du vielleicht noch mal schnell... Also, Kurzfassung. Die Grandma Miller hat früher Yvette Weiss geheissen und ist die Schwester von meinem Grossvater. Sie hat eine Tochter, die Lady Blake. Und die hat einen Sohn, den Bob. Und alle hassen sie den Sanahof. Ich bin sofort ins Büro zu meinen Eltern. Die Mami, du. Sie hat doch gewusst, dass da etwas faul sei. Die Grandma Miller, die wollte uns nicht unterstützen mit ihrem Klütter. Nein, die wollte uns kaputt machen, zusammen mit ihrer Tochter, der Lady Blake. Dann nimmt sie den Vertrag von Grandma Miller von diesen 2 Millionen Franken für den Sanahof, verschreisst ihn und marschiert mit einem feuerroten Kopf zum Hotel aus. Ja, und sagt nicht, woher das sie geht. Ich habe sie nicht einmal mehr gesehen. Gut, ich war noch in der Bar beim Dave, helfen für ein bisschen mehr Sackgeld. Und da macht es auf meinem Tablet neben der Abwäsche plötzlich Pling. Der Bobeli. Sie sind gut in London angekommen. Und ich habe nicht geschrieben, «Hoi» oder «Schön» oder so nur. Wieso hast du mir nicht gesagt, wer deine Grandma wirklich ist? Oh. Ja, dann der Bob. Ja, sorry, seine Grandma sei hier im Dorf aufgewachsen, aber er hat ihr müssen versprechen, dass er es niemandem sage. Keine Ahnung wieso. Und dann? What's wrong with you? What's wrong with you? Ja, und das heisst... Was ist falsch mit dir? Geht's noch? Ich bin nicht falsch. Er ist ein Falscher. Schau mich einfach an. Ich habe den Bob gerade aus dem Chat geschmissen und geblockt. Wenn nur die super schlaue Sandy-Handy dabei wäre. Warum? Ja, dann hätte sie mir dann schon sagen können, was die Engländer meinen mit «What's wrong with you?» Nämlich? Der Bob wollte dich gar nicht beleidigen. «What's wrong with you» heisst auf Deutsch «Geht's dir nicht gut?» Schöner Seich. Ja, aber so richtig losgegangen ist die grosse Sache am nächsten Tag. Wir hängen so ein bisschen auf dem Spielplatz zusammen. Da marschiert der Polizist von Grüningen in Sanahof. Wir zack hinten nachher. Und hören gerade noch, wie in einer Rezeption der Fabi ihre Mami fragt, ob sie gestern Abend auf der Rosenbaustelle war. Ja, dort baut Lady Blake das neue Hotel Rosen. Als Konkurrenz für den Sanahof Gäste wegzunehmen. Ja, und dann die Mami von Fabi ein bisschen nervös. Sie gehen auch besser ins Büro. Dort der von Grüningen, Frau Weiss, die Lady Blake hat beobachtet, wie die aus ihrem halb fertig gebauten Hotel gekommen. Dann sind sie rein, weil sie ihren Mops, die Kleopatra, vermisst. Und dort haben sie im Boden einen halb aufgefressenen Karton von so süssen Luxemburgerli entdeckt, die mit Himbeergeschmack. Daneben der Boden so himbeerrot verkörbelt. Nur ihr Hündchen haben sie einfach nie gefunden. Dann schaut der Vogrünigen die Mami ernst an. Frau Weiss, die Lady Blake hat nach angezeigt. Ihr seid auf die Baustelle, habt ihrem Mops vergiftete Süßigkeiten gegeben und ihn verschwinden. Der hat die Fabi verjagt. Das würde meine Mami nie machen. Dann der Vogrünigen, Frau Weiss, habt ihren gelben Mantel. Und da hat die Mami leer geschluckt und ihn geholt. Vorne drauf rote Flecken. Luxemburgerli Himbeerrot. Der Vogrünigen schaut die Mami an. Scheint, habt ihr den Mantel gestern an. Da ist die Mami in die Luft. Jetzt ist alles klar. Die Lady Blake will ihr etwas anhängen, die Hex. Es war ganz anders. Also, die Mami ist wirklich auf die Rosenbaustelle. Sie schreit ins halbfertige Hotel rein. Ich weiss jetzt, dass ihr mit eurer Mutter unter einer Decke steckt. Aber ihr schafft es nicht, unseren Sanahof kaputt zu machen. Da
hört sie ein komisches Geräusch. Schleicht in den Rohbau rein und sieht die Kleopatra. Die saubere Mops von Lady Blake. Die herzige Cleo liegt am Boden und zuckt, die Schnauze verschmiert mit dem roten Zeug und mit Fetzen von Kartonverpackung. Und die Leine schneidet ihr am Hals so fest ein, dass sie fast verstickt. Die Mami knäulet am Boden. Ja, darum hat dann ihr Mantel die Flecken drauf gehabt. Genau. Und löst die Leine, dass Cleo wieder schnaufen und ein bisschen etwas rauswurgen. Dann geht es der Cleo wieder besser und die Mami geht heim. Also, wo sie gegangen hat, der Mops noch gelebt. Und wenn die Lady Blake sie schon beobachtet, wie sie von der Baustelle weggegangen sind, dann hat sie ja auch gesehen, dass sie Cleo nicht dabei hatte. Und er? Dann hat der Vogrüniger gesagt, er gehe dieser Sache nach. Er hat jetzt die Proben von diesen Luxemburgerli-Resten mitgenommen und lässt sie auf Gift untersuchen. Die Mami soll bitte am Montag auf den Polizeiposten kommen. Im Haupteingang ist er dann noch mit ihr zusammengetatscht. Ja, mit der aus dem Zimmer 324. Die mit dem herzigen Pudeli. Die geht an die Rezeption und schimpft mit der Nathalie, sie soll sofort die Rechnung parat machen. Sie bleibt keine Sekunde länger im Sahnenhof. Die Mami kommt aus dem Büro und fragt, ob etwas nicht gut sei. Und dann die, jetzt war sie gerade im Café Bircher und die im Service haben gekuschelt über sie. Ja, über euch, Frau Hoteliere. Und am Kiosk vorhin haben sie es auch schon gewusst, dass ihr diesen Leuten, die euch nicht passen, die Hunde vergiften. Aber ich konnte nur denken, wo ist Cleo? Wie geht's ihr? Und es war klar, wir müssen sie finden, damit alle sehen, dass die Mami unschuldig ist. Ein Fall für das Team FLS. Wir sind aber in unsere geheime Kommandozentrale KUG besprechen. Also, eins war klar, wir glauben an Mami. Ja. Das heisst, als sie von der Rosenbaustelle weg ist, hat Cleo noch gelebt. Der Louis hat gesagt, Lady Blake hat sie auch selber vergiftet. Der eigene Hunger. Dass sie sagen kann, die Mami war es und sie anzeigen kann. Dann sagt Sandy Handy, das ist nicht logisch. Ja, weil, wenn die Lady Blake den Mops extra hat vergiftet, dann hat sie ihn doch liegen als Beweis. Ja, meine Sandy Handy ist so schlau. Aber ich war sicher, es ist so gelaufen. Die Mami löst der Cleo das Halsband und geht heim. Die Blake hat sie heimlich beobachtet und geht näher zur Cleo. Aber die hört sie kommen und läuft weg. Ja, einfach so. Der saubere Mops war ja halb tot. Du kennst Cleo nicht. Die Cleo ist zäh und Tiere spüren, wenn jemand etwas Böses will. Ja, sicher hat sie die Lady Blake einfach nicht mehr versteckt. Nein, die Cleo ist abgehauen, weil sie weg wollte von dieser bösen Hex. Und jetzt irrt sie irgendwo den Sommer und wir müssen sie suchen. Sie ist der Beweis, dass die Mami unschuldig ist. Dann hört auch das Geschnurr im Dorf auf. Ja, und Fabi ist uns so lange auf den Nerven umgetrampelt, bis wir halt gesagt haben, also gut, wir helfen suchen. Und wo fängt das Team FLS an Spuren suchen? Am Tatort. Samstagabend um 8 Uhr. Ja, wir drei sind auf der Rosenbaustelle. Vorbei an der Tafel, Zutritt verboten. In das halbfertige Hotel rein. Niemand dort. Totenstille. Dunkel. Das Handy hat sofort ihre Taschenlampe eingeschaltet. Und da haben wir es gesehen. Das himbeerrote, erbrochene, grusig. Und so eine Schlabberschleifspur weg vom Erbrochenen. Ja. Der Beweis, dass Cleo ist abgehauen. Ja gut, besonders lang war die Spur ja nicht. Trotzdem. Dann haben wir die ganze Baustelle abgesucht. Und leislich gerufen, Cleo! Cleo! Nichts. Und dann die Fabi so, Luis, du gehst am Montag wieder auf die Baustelle shoppen. Wir haben ja noch eine Woche Herbstferien. Ja, unauffällig den Tatort untersuchen, Bauarbeiter befragen, Sackgeld verdienen. Ja, umbefehlen musst du mich gleich nicht. Ja, Ideen, Luis, muss man haben. Wie das Handy auch.
Sie hat nämlich gesagt, vielleicht hat jemand Leo gefunden und sie in einem Tierheim abgegeben. Sie würde jetzt mal ins Internet Tierheim in der Region anschreiben. Ja, und darum ist sie zur Nacht im Sahnenhof geblieben, bei Fabi unter dem Bett, weil ich ja daheim ging noch kein Internet. In dieser Nacht habe ich so einen Schmarren geträumt. Ja. Dass der Sahnenhof menschenleer ist und die Lady Blake kommt in die Lobby mit ihrer Mutter, der Grandma Miller, und ihrem Sohn. Am Bobby Prinzli, also der Fabi ihre ganze englische Verwandtschaft. Ja, und eine Hundeleine haben sie hinten nachgezogen, ohne Hund dran, und haben ein Liedli gesungen. Schön reingelegt, deine Mami muss ins Gefängnis. Dort gibt's zum Nacht immer nur himbeerrote Luxemburgerli und eure Gäste kommen gleich nicht mehr in Sahnenhof, sondern gehen ins schöne neue Hotel Rosen. Erzähl weiter, Luis. Der ganze Sonntag haben wir den Sabri Mops gesucht. Im Dorf alle Leute gefragt und vor jedem Kellereingang und vor jeder Garage Leo gerufen. Ja, es hätte ja sein können, dass sie sich am Freitagabend dort rein hat verirrt und nicht mehr rausgekommen. Beim Block neben der Molkerei bin ich durch das Kellerfenster rein und als ich wieder rausgeklettert bin, sieht mich der alte Krähenbühl und hat angefangen rumzukreien. Ui. Einbrecher! Einbrecher! Dann ich davon und da zurückgemerkt, nein, Einbrecherin! Einbrecherin! Ja, und ich stehe vor Schneiders Garage und rufe rein, Leo! Und da kommt gerade Lena Schneider raus und dann so fies, sie hat gemeint, der Fabi, ihre Mami, hat den vergiftet. Die habe ich im Mann nie mehr abschreiben. Ja, selber die Schuld, die blöde Kuh. Mit denen, die einem abschreiben, sollte man es nämlich nicht verkacheln. Das weiss ich. Genau. Am Abend komme ich zurück in den Sahnenhof und da steht die Mami beim Mitarbeitereingang. Beim Aschenbecher. Dabei hat sie schon ewig aufgehört zu rauchen. Ja. Dann sieht sie mich und drückt ganz schnell Zigaretten aus. Sie hatte ganz rote Augen. Ich habe sie nur angeschaut und er sie, Nathalie habe gekündigt. Die hält uns nicht mehr aus. Es haben kaum Gäste und die Mami ist ständig hässig. Dann meine Mami so, dabei bin ich doch nur auf mich selber hässig, weil ich so blöd war, so auszurasten auf dieser Baustelle. Und jetzt habe ich die Anzeige von Lady Blake am Haus. Nachher schaut mich die Mami ein Zeitchen an und plötzlich nimmt sie das Zigarettenpäckchen aus der Jackentasche, schiesst es am Boden, steht drauf und sagt, nicht rauchen, Conny, sondern kämpfen. Für den Sahnenhof. Ja, genau. Und ich bin am nächsten Vormittag, also am Montag, auf der Baustelle. Die Bauarbeiter haben gerade eine Rauchpause gemacht. Nachher ich so, ciao zusammen, könnt ihr mich wieder brauchen? Ja, nachher habe ich mal so ein bisschen arbeiten und unauffällig rumgeschaut. Das rote Luxemburgerli aber war weggeputzt. Aber ich wollte herausfinden, was echte Bauarbeiter wissen. Aber nicht einfach plump fragen. Darum ich dann so voll harmlos, ich würde zum Beck für sie das Vieri holen, ob ich jemand Lust hat auf Luxemburgerli. Dann schaut mich einer von den Maurern so an und sagt, du meinst die süßen Pralinen, die man Hunde damit vergiften kann? Bist du das gsi? Wo der Maurer mich fragt, ob ich den Hund vergiftet. Boah, ich sofort, nein, sicher nicht. Dann er so, wieso fragst du, ob jemand Lust auf Luxemburgerli hat? Auf dem Bau ist kein Mensch Praline. Oh oh. Ja, dann habe ich dem Maurer halt gesagt, dass ich etwas darüber herausfinden will. Und dann er, ob ich das nicht wüsste. Es war auch eine Hoteliere vom Sahnenhof. Die Lady Blake war am Morgen auf der Baustelle und hat erzählt, sie habe sie bei der Polizei angezeigt. Die Hex? Hast du gesagt, dass sie gelogen? Nein, nur, dass ich es nicht glaube und herausfinden, wo der Hund sei. Aber er hat auch nichts gewusst oder gesehen. Die Mami und ich waren in dieser Zeit auf dem Polizeiposten. Der Vogrünigen fragt sie, was für Beruhigungströpfe das sie brauchen. Und sie so, Kenner? Wieso diese Frage? Ja, weil in diesem Luxemburgerli-Gesaber haben sie Spuren gefunden von mega starken Beruhigungströpfen, wo man sogar einen Hund damit einschläfern könnte. Dann hat der Vogrüniger noch mal wissen, was meine Mami am Freitagabend auf dieser Baustelle wollte. Und als die Mami fertig war mit Erzählen, hat sie ganz ernst gesagt,
Herr von Grüningen, als ich von der Baustelle weg bin, hat der Hund noch gelebt. Wenn ihr mich fragt, ist der Fall klar. Die Lady Blake hat ihren Mops doch selber vergiftet und er irgendwo vergraben. Da sage ich, nein, Mami, der hat sie ihn doch liegen als Beweis. Der von Grüningen so, Mama Fabienne, eine richtige Detektivin. Ja, und er? Ja, dann habe ich gesagt, also wenn ich Polizistin wäre, dann würde ich vielleicht mal bei Lady Blake schauen, ob sie die Cleo noch immer versteckt. Dann schüttelt der von Grüningen den Kopf. Seine Frau sei an diesem Freitagabend in den Turnverein und da hat sie die Lady Blake bei der Rosenbaustelle gesagt, ins Auto steigen. Ohne einen Hund. Es hat nicht gut ausgesehen für die Mami von Fabi. Sie ist dort gehockt mit zusammengepressten Lippen. Aber der von Grüningen voll locker, er hat jetzt mal Vermisstenmeldung für diesen Mops rausgegeben. Solange der nicht vorkommt, gäbe es keinen Beweis für gar nichts. Er tut jetzt einfach in alle Richtungen ermitteln, aber es gäbe für die Mami sicher mal einen Buss, weil sie auf die Baustelle sei. Trotz Verbotstafeln. Und bis zur Weihnachten sei der Fall abgeschlossen. Dann die Mami. Bis zur Weihnachten weiss der Hinterletzte im Dorf von dieser Anzeige, dass ich den Hund vergiftet habe. Und genau um das geht's doch der Lady Blake. Ja, am Abend hat das Team FLS sich wieder in der Kommandozentrale KUG getroffen. Die Fabi ist voll durchgefallen. Die hat nur noch suchen. Nein, Luis, finden. Um die Unschuld von Mami zu beweisen. Nachher haben wir mit der super schlauen Sandy-Handy ein Vermissplakat gemacht. Sie hat extra einen App abgeladen. Sie hat es überall im Internet gepostet und wir haben es am nächsten Morgen auf dem Drucker an Rezeption 1 Million Mal ausgedruckt. Und ich habe den ganzen Tag im Dorf Plakat aufgehängt. Ja, und ich habe auf der Rosenbaustelle gearbeitet. Der eine habe ich dann gefragt, ob es echt auch sein könnte, dass der Hund noch irgendwo auf der Baustelle sei, tot oder lebendig. Und der überlegt, schaut mich an und sagt, ja, da unten bei der angefangenen Tiefgarage hat es 4 Schächte. Ich wäre vor Aufregung gestorben. Ja, wir sind runter, haben den ersten Schacht runtergerufen und mit der Lampe reingezündet. Nichts. In den zweiten und dritten wieder nichts. Oh, und dann kommt der Bauleiter und motzt, wir sollen gefälligst arbeiten. Oh, es hat noch ein Schacht gefehlt. Ich wusste, da musst du noch einmal runterschleichen. Je schneller, desto besser. Weil wenn der Mops wirklich seit 3 Tagen in diesem letzten Schacht gefangen ist... Nein, hör auf. Als ich am Abend beim Dave in der Bar helfen, kommt der etwa um 10 Uhr in die Abwäsche hingern. Fabi, suchst du nicht den Mops? Ich weiss etwas. Ich sage dir's. Gegen 2 Stunden Gläser abwaschen. So ein Hausabschnitt. Ja, was hätte ich sollen? Ich war sowieso schon am Arbeiten. Dann der Dave, er hat 2 Gäste reden. Scheint's sei in der Villa der Brasilianer in der Alpenstrasse letzte Nacht im Swimmingpool ein Hund ertrunken. Mir ist halb schlecht geworden. Ja, am nächsten Morgen sind wir sofort an die Alpenstrasse aufgesäckelt. Ein krasses Tor vor der Einfahrt zur Villa. Wir haben geläutet. Da kommt ein junger Typ. Ich rede ihn gerade auf Portugiesisch an und er staunt und gibt auf Brasilianisch Antwort. Ja, und dann reden sie über Cleo und ich verstehe kein Wort. Ja, der hat gesagt, in ihrem Pool sei wirklich ein Hund getrunken. Nämlich der Chihuahua von der Nachbarin. Der hat mir so leid getan. Ja. Aber wenigstens habe ich jetzt gewusst, dass Cleo lebt. Ja, also gewusst hast du es nicht. Mo, Luis. Im Herz kann man auch etwas wissen, was man gar nicht wissen kann. Ja, also ich habe nur gewusst, ich muss wieder auf den Bau, in den 4. Schacht schauen, ob dort der Saberi-Mops liegt. Seit 3 Tagen. Und dann hat Sandy gesagt, komm, Luis, gemeinsam schaffen wir das. Sie hat die Taschenlampe angemacht und in den Schacht abgezündet. Er war leer. Und ich bin zurück in Sahnenhof. Komme in die Lobby und da steht der Dubois, mein Klavierlehrer. Ein riesiges Pflaster auf der Stirn. Er hat mein Vermisstenplakat für den Mops gesehen. Am Freitagabend sei er joggen. Und da hat er eine junge Frau getroffen. Oder eher ihr Auto, weil sie ein bisschen blöd parkiert. Vor der Rosenbaustelle, halb auf der Strasse.
Er hat gerade auf seine Fitnessuhr geschaut und sich ihr voll in die Kühlerhaube reingejoggt. In ein feuerrotes Cabriolet. Und vor allem, die junge Frau war gerade dabei, einen Mops ins Cabrio zu laden. Er hat gedacht, vielleicht sei ihr vor das Auto gerannt. Bewegt hat er sich einmal nicht. Ist er tot gewesen? Der Dubois hat gesagt, keine Ahnung. Kann schon sein. Aber ich war sicher, die Cleo lebt. Der Klavierlehrer von Fabi, der Dubois, hat dann noch gesagt, die Frau, die der Saber im Mops in ihr Auto gedreht hat, sei klein und blond. Und das Auto ein feuerrotes Cabrio. Ja, daheim hat der Dubois an seinem Ehering roten Autolack gefunden. Der hat bei diesem Cabrio voll die Kühlerhaube verkratzt. Als der Dubois fertig hat erzählt, bin ich zum Sahnenhof aus und gerade zum Vogrünigen auf den Polizeiposten gerasset. Ob er wüsste, wer alles ein rotes Cabrio fahre. Er so, ja, aber er darf keine Adresse von Autobesitzern rausgeben. So ein Mist! Ja, aber zum Glück sind wir ja das Team FLS. Und die mega schlaue Sandy-Handy hat gesagt, ich hab eine Idee. 2 Nächte hat sie bei Fabi unter dem Bett im Internet gearbeitet. Bis am Freitagmorgen. Und dann hat sie den Computer vor der Polizei gehackt. Ja, und auf dem Bildschirm von der Sandy-Handy sind alle Adressen von allen Leuten mit einem roten Cabrio gestanden. Ja. Unglaublich! 29 im ganzen Kanton und schon nur hier im Dorf 3. Die Tochter vom Schulhausabwart. Die Küchenchefin vom Sterne. Und die Brasilianer in der Villa an der Alpenstrasse. Kein Zufall. Der Hund, der bei denen im Pool ist ertrunken, ist das denn wirklich der Chihuahua von der Nachbarin gewesen? Oder gleich die Cleo? Verheimlichen die etwas? Wir müssen wissen. Die Luis ist nicht einmal mehr auf die Rosenbaustelle gegangen. Ja, weil wenn die mit dem Cabrio den Mops hat mitgenommen, was soll ich denn noch dort? Und am letzten Freitag vor der Herbstferien wollte ich auch mal frei. Dann sind wir in die Sahnenstube, also das Hauptrestaurant vom Sahnenhof, und wo niemand hat geschaut, haben wir von einem Tisch einen Blumenstrauß ausgelehnt. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Ich nicht. Dann sind wir gerade auf an die Alpenstrasse läuten. Aber nicht bei den Brasilianern, sondern bei den Nachbarn. Ja, eine Frisur wie ein Vogelnest. Und dann hat Fabi angefangen zu plaudern. Grüß euch. Also, wir haben gehört, eure Chihuahua sei getrunken. Wisst ihr, wir haben Hunde so gern. Hier als kleiner Trost ein Blumenstrauß. Die war voll gerührt. Aber dann hat sie angefangen zu schimpfen, dass ihre Nachbarn ihren Pool sicherer abdecken müssten. Da haben wir gewusst, es war der Chihuahua und nicht die Leo, die getrunken ist. Ja. Die Brasilianer haben also schon mal nicht gelogen. Nein, und nachher sind wir wieder runter ins Dorf zur nächsten Cabrio-Besitzerin, der Küchenchefin im Sterne. Genau. Ja, die ist gerade im Herd gestanden und hat den Lehrling zusammengestaucht. Sie so, ja, sie haben ein rotes Cabrio, aber bei diesem blöden Karren sind schon wieder das Stoffdach gerissen und es stehen seit 2 Wochen in der Autogarage und jetzt sind 11:30 und der Mittagsservice fängt an und wir sollen hoppla hopp zu dieser Küche aus. Am Nami sind wir zum Abad vom Schulhaus gegangen. Aber der war nicht rum. Ja, aber das Sandy-Handy ist dann ins Internet und hat von dem seiner Tochter Fotos gefunden. Vom Meer, wo sie gerade 2 Wochen waren. Das Handy hat mit diesen Fotos gerade eine Dia-Show gemacht mit schönen Palmen, türkisfarbigem Meer und Sonnenuntergängen. Ja, also war klar, das ist auch nicht die vor der Rosenbaustelle den toten Mops in ihr feuerroten Cabrio hat eingeladen. Der Luis hat gern tot gesagt, Ehrenwort. Ja. Der Dubois hat nur erzählt, beim Einladen hat sich der Hund nicht bewegt. Ja, ist ja gut. Nachher hat sich das Team FLS wieder in Kau getroffen. Und ich habe gesagt, also, von diesen 3 Cabrio-Fahrern im Dorf ist es kennen. Das heisst, wir müssen die anderen 26 im Kanton überprüfen. Boah, 26 Stück, das kannst du vergessen. Aua!
Ich habe dann zur Sandy-Handy gesagt, könntest du euch bitte wieder eine Nacht lang bei mir bleiben, im Internet recherchieren und diesen 26 ein Mail schreiben, um sie zu fragen, ob sie einen Mops mitgenommen haben? Und dann sie gerade, sehr gerne. Ja, das Handy war mehr bei dir als bei mir. Mo. Und dann habe ich beim Nacht die Mama gefragt, wieso wir kein Internet haben, wie normale Leute. Ich brauche das für die Aufzugehen und zum Chatten mit den Verwandten in Portugal. Sie hat nicht mal gewusst, was Chatten heisst. Und sowieso braucht man für das, denke ich, ein Handy. Und das ist zu teuer und ich sei zu klein. Zu klein. Und seit wann ich mich für meine Verwandten interessiere? Nein, ich schon immer. Und am meisten für meinen Vater. Bin ins Zimmer, habe die Türen geschletzt und beschlossen. Und dann bin ich ewig wach gelegen. Und ich habe wieder geträumt. Ja, von deiner englischen Verwandtschaft und deinem Bobby-Prinzli. Ja, logisch. Weisst, dann lernst du so einen netten Gil kennen und dann merkst du, das ist der Sohn von Lady Blake. Ja. Und er verschweigt es. Und ich bin voll auf seine Großmutter Grandma Miller reingefallen. Ich habe gemeint, sie will am Sahnenhof helfen mit dem vielen Geld. Genau wie ich dann auf Lady Blake reingefallen bin. Ich war so blöd. Die beiden stecken unter einer Decke und der Bob gerade auch. Ja, ist so fies. Ich meine, der Sahnenhof muss das Zimmer neu machen, hat kein Geld, aber die Engländer schwimmen drin. Ich war so hässig, als ich aufgestanden bin. Ja, es war sowieso einer der blödsten Sonntage vom Jahr. Der letzte Sonntag der Ferien. Und am Montagmorgen habe ich nach 5 Minuten gedacht, ich wäre sogar noch lieber auf der Rosa-Baustelle als hier in Schuh. Und nachher kommt mir in den Sinn, dass ich am Freitag ja nicht mehr gegangen und darum meinen Lohn noch gar nicht bekommen. Wo wir ausgehauen, bin ich ihn gerade geholt. Und als ich wieder von der Baustelle weg wollte, steht dort einer, den ich noch nie gesehen habe. Er war auch der Letzte, den ich noch nicht gefragt habe, wegen Mops. Und dann hast du ihn gefragt. Genau. Ob er etwas wüsste von einem Saberi-Mops, der auf der Baustelle Luxemburgerli gefressen und den Boden verkotzt hat. Dann schaut er mich an und sagt, ja, die Luxemburgerli waren von mir. Geht's dem Tierli wieder besser? Ich wäre mega durchgefallen. Nee, ich bin mega cool geblieben. Ich habe ihn gefragt, wo er sie dann gesehen hat. Und das surrt das Handy in meinem Hosensack. Ich habe gerade gecheckt, sie will dabei sein. Ich habe sie rausgezogen, drauf geschaut, wie wenn ich eine Nachricht hätte bekommen aus ihrer Hand behalten. Mega schlau. Ja, gell? Also, der Typ wollte wissen, wieso sie nach dem Mops fragen. Und ich so unschuldig, ja, ich durfte Leo schon ein paar Mal hüten. Aber jetzt habe ich sie länger nicht mehr gesehen und mache mir Sorgen. Und ja, sie sind halt eine Freche, die gerne Luxemburgerli klauen. Nein, Nein, nicht geklaut. Er hatte dann an diesem Freitagabend auf der Baustelle nur noch eine kurze Besprechung mit der Besitzerin von Rosa-Baustelle, der Lady Blake, und der eine Schachtel Luxemburgerli gebracht. Und die haben sie für ihren Mops am Boden ausgeleert und gesagt, «Schau da, der Architekt hat dir eine Nacht mitgebracht.» Das ist doch gestört, so teures Zeug an einen Hund zu geben. Lady Blake hat den Architekt doch nur beleidigen, um zu zeigen, dass sie die Chefin ist. Ja, und dann wieder so. Also, wieso habt ihr mich dann gefragt, ob es dem Mops wieder besser ging? Ist er denn krank geworden? Dann hat er erzählt, ja, er sei eben dort gegangen, aber weil er etwas vergessen hatte, sei er später noch mal zurückgekommen. Und da sei der Mops halbtot am Boden gelegen und hat nur noch geröchelt. Und die Lady Blake sei so über ihm gehauert und hat aus einem Fläschchen Tröpfchen auf ein paar Luxemburgerli tropfen und die ihren Mops noch probiert zu verfüttern. Er hat gedacht, der Hund hat sich auch an den Luxemburgerli und am Karton verschluckt oder allergisch reagiert. Allergisch reagiert heisst es? Ja, egal. Eben einfach halt zack krank geworden und sie geben ihm eine Medizin. Er hat dann nichts gesagt und sich wieder abgeschlichen. Mamma mia! Und währenddem der Architekt das erzählt hat, surrt Sandy Handy in mir Hang. Ich schaue drauf und sie schreibt, «Erzähl ihm von der Anzeige. Vielleicht kommt er als Zeuge mit zum Polizeiposten.» Ja, das habe ich dann gemacht. Aber
Ja, als er das gehört hat, ist er voll nervös geworden. Wenn er der Polizei sagen würde, dass er seine Chefin, die Lady Blake, beobachtet, dann erfahre die das auch und würde ihn gerade entlassen. Ihr gehört ja die Rosenbaustelle, wo er arbeitet. Ja, dann hat er mir gesagt, du erzählst das niemandem. Hast du mich verstanden, Bub? Kein Wort zu niemandem. Versprich's. Was der Luis in der Kalge unten hat erzählt, bin ich so hässig geworden. Ja. Der ist endlich ein Zeuge, aber der will nicht reden. Aber da hat Sandy Handy ein Smiley eingeblendet. Schön locker bleiben. Ich hab alles aufgenommen, was der schicke Architekt gesagt hat. So genial. Und natürlich hat Fabi gerade zum Vorgrünigen gehen. Aber es war halt 6:30 und der Polizeipost dazu. Und dann der Luis so, also, dann können wir ja jetzt aufhören suchen. Die Lady Blake hat ihren Mob selber vergiftet. Der ist tot. Ja. Manchmal bist du so ein Grobian, Luis. Nein, ich habe gesagt, wenn sie die Cleo hat vergiftet, hat sie sie liegen als Beweis. Aber mitgenommen hat sie sie ja auch nicht. Am Vorgrünigen seine Frau hat ja gesehen, dass Lady Blake ohne Cleo ist abgefahren. Ja, und jetzt? Eben, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Die Cleo hat gemerkt, dass Lady Blake sie vergiften will. Hunde spüren so etwas. Und darum ist sie mit letzter Kraft davon. Ja, und was ist denn mit dem Dubois und dieser blonden Frau mit dem Cabrio? Wir sind einfach nicht weitergekommen an diesem Abend. Aber am nächsten Nachmittag sind wir nach der Schule zack zum Vorgrünigen und haben ihm auf der Sandy Handy vorgespielt, was sie hat aufgenommen. Also das Gespräch mit dem Architekt. Genau. Ja, und er sagt aber der Vorgrünigen, ja, so eine Aufnahme nützt sie nichts. Der Architekt müsste schon selber eine Zeugenaussage machen. Und wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass der Mops tot sei. Ja, siehst du, er hat das auch gedacht. Siehst. Nichts siehst, Luis. Kämpfen. Ja. Ich habe den Vorgrünigen gefragt, ob er die 26 anderen Besitzer von einem feuerroten Cabrio überprüfen könnte. Aber das sei viel zu aufwendig wegen einem vermissten Hund. Und dann ist Fabi dem Vorgrünigen so lange auf den Nerven rumgetrampelt, bis er gesagt hat, also gut, etwas können wir probieren. Er sage ihr Lady Blake, es sei auch gescheiter für sie, wenn sie die Anzeige wieder zurücknehme. Genau, also andeuten, dass es jemanden gibt, der Bescheid weiss. Ja, aber eigentlich dürfe er gar nicht so Andeutungen machen. Er mache es nur uns zuliebe. Außerdem würde es dann auch nur die Mami von Fabi entlasten. Aber die Cleo mache das auch nicht mehr lebendig. Oh, leck, hat Fabi wieder angefangen rumzukreien. Die Cleo ist nicht tot, Herr von Grünigen. Und ich finde raus, wo sie ist. Dann ist sie abmarschiert. Und der von Grünigen fragt mich noch, woher dass ich so ein teures Handy habe. Dann habe ich geschenkt. Von meinem Vater zu Portugal. Ja, zum guten Glück hat der von Grünigen nicht weiter gefragt. Ja, und dann gehe ich raus. Und draussen steht Fabi, schaut die Himmel auf und sagt, «Lass mal, hörst du das Rumpeln und Krachen?» Das war so unheimlich auf dem Heimweg. Im Dorf sind die Leute zusammengestanden und die haben an den Himmel hochgeschaut. Daheim steht der Paps im Büro und starrt aus dem Fenster. Ich sage, Paps, was ist? Aber der dreht sich nicht einmal um und starrt einfach weiter aus dem Fenster. Ich habe gedacht, was ist hier los? Ich frage ihn nochmal. Paps, was ist? Und dann ein Felssturz. Hoffentlich nicht auf dem Moosboden. Dann hat er nichts mehr gesagt. Wirklich gefürchtig. Mega! Ich habe gar nicht gecheckt, was er meint wegen dem Moosboden. Aber dann habe ich gedacht, jetzt lenkst du ihn ab und habe ihm alles erzählt, was wir unterdessen herausgefunden haben. Er hat wieder aus dem Fenster gestarrt. Und dann sage ich,
Wir finden die Frau mit dem roten Cabrio und wir finden Cleo und sie lebt noch und dann wissen alle, dass die Mami unschuldig ist. Da ist der Paps wie verwacht. Er schaut mich an, lächelt und sagt, «Du bist mein Schatz, Fabi. Gell, das weisst. Ich musste ihn gerade umarmen.» Ja, ist ja gut. Am Abend in der Bar haben sie nur über den Felssturz geredet. Nach bei der Tagesshow haben alle auf dem Fernseher über die Theke gestarrt. 2 Masten der Gondelbahn auf dem Moosboden zerstört. Die Bahn bleibt den ganzen Winter außer Betrieb. Totenstill in der Bar. Nur der Dave, unser Barkeeper, so blöd. Fröhliche Weihnachten. Dann können die Gäste nicht Skifahren und dann kommen sie nicht. Das gibt die schlechteste Wintersaison seit der Erfindung des Winter. So ein Pfosten! Ja, und die Mama und ich haben sie in der Küche im Radio gehört. Ich habe gedacht, Mist, jetzt muss der Sanhof wirklich zumachen. Die Mama verliert die Stelle und wir zügeln auf Portugal. Aber dann hat die Mama mega nicht aufgeregt. Es gäbe immer eine Lösung. Mega komisch. Ja. Die ganze Zeit war die so fröhlich. Dabei hat sie ja jeden Tag mit überkommen, wie die Gäste angerufen haben, sie kämen über die Weihnachten jetzt gleich nicht. Und neue Reservationen hat es sowieso keinen mehr gegeben. Wir hätten das Geld von Grandma Miller schon brauchen. Ja, 2 Millionen. Ja, und auf alles rauf hat der Vogrünigen die Lady Blake nicht verwünscht, zu mir zu sagen, sie soll jetzt die Anzeige zurückziehen. Sie sei scheint länger im Ausland und wir mussten tagelang warten. Und das Handy hat auch nichts gefunden im Internet. Die Tierheime haben sich keine gemeldet. Auf die Vermisstanzeige von Cleo hat es nur einen Haufen traurige Smileys gegeben. Und von diesen 26 Cabrio-Fahrern, die sie ein Mail geschrieben haben, haben sich nur 13 gemeldet. Und von denen hat niemand einen Mops mitgenommen. Ach, so ein Pech. Mega! Aber wir haben nicht aufgegeben. Nein. Wir sind fast jeden Abend auf einen Polizeiposten der Vogrünigen löchern, ja. ob er jetzt endlich mit der Lady Blake reden konnte. Ja, der ist immer genervter geworden. Etwa nach ewig langen 3 Wochen hat er gesagt, ja, er hat Lady Blake getroffen und mit ihr geredet. Und die haben ihn nur angelächelt. «Die wollt mir drohen. Mit einem Zeugen. Warum versteckt er sich? Hat er Angst?» «No, little Dorfpolizist. Ich nehme die Anzeige gegen die Frau Sanhof-Chefin nicht zurück.» Dann hat der Vogrünigen angefangen zu futtern. Wegen uns hat er sich zum Aff gemacht. Er hätte es gescheiter lassen. Der Mops kommt nicht mehr führen. Und da hat es mich verblasen. Ja. Ich weiss, dass Cleo lebt. Und ich finde sie. Und da erfahren alle Leute, dass meine Mami nie den Hund vergiften würde. Dann komme ich zurück in Sanhof. Die Mami und der Paps sind im Büro gehockt, der Paps mit roten Augen. Sie haben ausgerechnet, dass sie den Mitarbeitern auch im Januar keinen Lohn mehr zahlen können. Da läutet das Telefon. Oh. Die Mami nimmt ab. Hotel Sanhof, gehe ich guten Abend. Dann Pause. Dann die Mami plötzlich ein mega versteinertes Gesicht. Der Paps geht zum Telefon und drückt die Lautsprechertaste. Wir hören die Stimme von Grandma Miller. Mega freundlich. Und natürlich auf Englisch. Dabei haben wir ja jetzt gewusst, dass sie aus ihrer Kindheit noch Berndeutsch können. Ja? Ja, die Adventszeit sind doch so wonderful. Und ob wir vorwärts kommen mit dem Planen der New Hotel Rooms. Ja, da ist deine Mami auch mega ausgeflippt. Nein, genau nicht. Das war richtig unheimlich. Sie so unruhig. Tante Yvette, wenn du mit deinem Klütter insgeheim den Sanhof übernehmen wolltest, dann hast du dich geschnitten. Wir sind 40 Jahre ohne dich zurechtgekommen. Wir bringen den Sanhof alleine durch. Sagst deiner netten Frau Tochter, der Lady Blake, einen lieben Gruß. Und übrigens, auch wenn euer Hotel Rosen uns dann vielleicht mal Gäste wegnimmt, so wohl wie im Sanhof werden die sich nie fühlen bei euch. Und hat abgehängt. Peng! Jetzt hat Grandma Miller gewusst, dass wir wissen, wer sie ist.
Aber das war an diesem Abend nicht einmal das Schlimmste. Ja, gut, das musst du jetzt nicht Das Team unbedingt... FLS hat in der geheimen Kommandozentrale KUG unten eine Krisensitzung gehabt. Ja, Und da hat der Luis gesagt, er möchte den Mops nicht mehr suchen. Der sei tot. ja, Und was die Leute sagen wegen Mami, sei jetzt auch gleich, weil der Sahnenhof werde sowieso verlumpen. ja, ich weiss. Es ist vielleicht ein bisschen blöd Mega gewesen. blöd. Ich schaue den Luis an und sage, hau ab. Ich will dich im Sahnenhof nie mehr sehen. Nie mehr. Das Team FLS gibt's nicht mehr. Ja, und dann ist sie zum KUG aus und ohne ein Wort einfach davon gelaufen. Ja, auf ins Zimmer rennen. Und dann habe ich geschworen, dass ich Leo auch alleine finde. Und wenn ich sie mein ganzes Leben lang suchen muss. Und wenn der Vogrünigen nicht mehr will, habe ich gedacht, dann gehst du jetzt halt dem Architekt so lange auf den Wecker, bis er dem Vogrünigen sagt, was er hat gesehen. Und von dann an bin ich jeden Tag auf die Baustelle und habe den Architekt gesucht. Sicher 2 Wochen lang. Ja, und wir haben uns nicht mehr gesehen, die ganze Zeit. Und dann ist der Freitag gekommen. Es war mega kalt. Ich gehe auf die Baustelle zum halbfertigen Hotel. Und da kommt der Architekt raus. Und hinter ihm die Lady Blake. Boah, die Hex! How nice, little Fabienne. Poor child. Das ganze Dorf weiss, dass deine böse Mami das arme little Hundeli vergiftet hat. Das ist so eine fiese Schlange. Der Architekt hat mir nicht in die Augen geschaut, aber der wäre ihr, glaub ich, auch am liebsten an die Gurgel gekumpelt. Ja, und du bist explodiert. Nein, eben nicht. In mir innen ist es voll ruhig geworden. Ich habe sie gefragt, wo ist die Cleo? Ja, Und sie so, vielleicht hat deine Mutter die Cleo auf der Baustelle begraben. Dann wird mein Hotel Rosa ihre Grabstelle. Und ich, die Cleo lebt. Und ich finde sie. Dann bin ich einfach gegangen. cool. Aber dann hat die Ausfahrt vor der Baustelle gerade ein Bagger Zeugs auf einen Lastwagen geladen. Dreck, Holzabfälle und so. Ich musste kurz warten und habe ihm zugeschaut. Und plötzlich sehe ich an der Greifzange vom Bagger etwas runterbambeln. Oh. Etwas wie ein Seil. Dann fange ich an zu winken und der Baggerfahrer sieht es und lässt die Greifzange neben mir runter. Ja, es war sie. Die violette Hundeleine vor Cleo. Verdreckt und verfranzelt. Die ist auch seit Wochen unter dem Bauschutt gelegen. Ich habe sie losgemacht, festgehabt und mich vom Bagger weggedreht. Wieso weggedreht? Falls noch etwas unter dem Bauschutt wäre vorgekommen, das ich lieber nicht hätte sehen wollen. Ich habe die Leine angeschaut und auf einen Schlag ist mir klar geworden, jetzt ist alles verloren. Die Cleo ist tot. Alle haben recht. Ich bin den ganzen Abend im Zimmer gehockt und gerannt, bis der Paps kam, um mich zu trösten. Er sei stolz auf mich, dass ich nicht aufgegeben habe. Aber das Leben ging weiter. Dann ich so, nein, es geht nicht mehr weiter. Die Cleo ist tot. Und alle denken, die Mami sei es gewesen und der Sahnenhof ist leer. Und die Lady Blake nimmt uns mit ihrem Hotel Rosa bald noch die letzten Gäste weg. Dann der Paps so typisch, die Gondel fährt schon bald wieder. Nachher geht es wieder ab. Und bis dann freuen sich die Mitarbeiter über Ferien. Dann schaue ich ihn an und sage, ich bin kein kleines Kind mehr, Paps. Das sind keine Ferien, sondern wir können die Löhne nicht mehr zahlen. Ja, meine Mama hat es mir beim Nacht erzählt wegen dem Lohn. Aber sie voll locker. Die hat sich einfach keine Sorgen gemacht. Schon fast ein bisschen unheimlich. So alleine wie an diesem Abend bin ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich habe das Team FLS so fest vermisst. Und da macht es auf dem Tablet unter dem Bett plötzlich Pling. Das Bobby Prinzli von England. Ein einziger Satz hat er geschrieben. I know it. Ich frage zurück,
Was weisst? Und er, dass wir verwandt sind. Nach dem Telefon von meiner Mami und ihrer Grandma, der Mrs. Miller, vor ein paar Wochen, hatte die einen Zusammenbruch gehabt. Seither sei sie in einer Klinik, jetzt aber wieder daheim und er hat nicht schauen, bis sie ihm alles erzählt habe. Wie sie als Kind im Sahnenhof aufgewachsen. Und als sie gross waren, haben sie und ihre Brüder, also mein Grossvater, um den Sahnenhof gestritten. Und sie haben ihn nicht bekommen und sind darum mordshässig auf England gezogen. Aber jetzt, als sie alt sind, haben sie den Wunsch, sich zu versöhnen. Ja, aber das hätte sie ja auch gerade sagen können, als sie hier war. Nein. Wenn jemand wütig davon geht und dann wieder zurück will, weiss er eben nicht, ob die anderen nicht auch noch wütig sind. Ich weiss das. Also hast du dem Bobby getraut? Ja, irgendwie schon. Aber das Wichtigste hat er eben gleich nicht gesagt. Nämlich, dass die Lady Blake seine Mutter ist. Darum habe ich dann zurückgechattet, wo ihr im Sommer seid hier war. Wieso hat deine Mann nicht mitkommen, um ihre Schweizer Verwandten lernen kennen? Schlau. Gell? Dann der Bob so, seine Mutter interessiere sich nicht mal für ihre eigenen Kinder. Die sind schon fort von daheim, wo er und seine Schwester noch klein waren. Ich hätte ihm am liebsten geschrieben, ich wüsste im Fall genau, dass seine Mann bei uns im Dorf sei und uns zu Leid wäre. Aber nach dem Scheisstag kann ich nicht mehr mögen. Dann schreibt er mir noch Danke, dass ich mich gemolden habe. Komisch, habe ich gedacht. Er hat doch mir geschrieben, nicht umgekehrt. Ja, er hätte ja gar nicht können. Hast du ihn ja blockiert gehabt. Ja, eben. Aber da sehe ich, dass er mir auf ein neues Profil von mir hat geschrieben hat, das ich noch nie gesehen habe. Ich habe doch gar kein neues Profil gemacht. Da ist es mir mega geschmuch geworden. Wie lange hast du gebraucht, bis du das gecheckt? Ja, etwa sicher 2 Stunden. Ja, weil dann haben Sandy Handy und ich eine Nachricht von Fabi bekommen. Ja, es tut mir alles leid. Und ob wir wieder Frieden machen könnten. Wir sind gerade sofort in den Sahnenhof und in die KG runter. Und dort hockt Fabi am Boden und sagt, Sandy Handy, bist du das mit dem Bob und dem Profil? Und die blendet ein Lachsmiley ein und sagt, hast du mich erwischt? Jemand musste uns doch wieder zusammenbringen. Sie haben mir darum heimlich ein neues Profil eingerichtet und dem Bob geschrieben, dass wir verwandt sind. Und er soll doch bitte zurückschreiben. Dann hat Fabi ein Sandy-Handy leisli Merci gesagt und angefangen zu rennen und eine Hundeleine vorgezogen. Wir hatten recht gehabt. Die Cleo sei tot. Dann haben Sandy-Handy und ich sie getröstet und dann haben wir wieder Frieden gemacht. Das Team FLS. In der Nacht hat es angefangen zu schneien. Das erste Mal. Am Morgen sind wir durch das Dorf und haben die Vermisst-Plakate mit dem Foto von der Cleo eingesammelt. Ja, bis zu dem Moment, wo die Fabi angefangen zu schreien. So laut, dort, hinger, bei der Käserei. Ich drehe mich um und sehe es gerade noch. Ein feuerrotes Cabrio. Und auf dem Beifahrersitz. Boah! Der Mops auf dem Beifahrersitz. Die Fabi ist total durchgefallen. Dann sind wir wie blöd dem feuerroten Cabrio hinten nachgerannt. Und die Fabi ist noch voll auf die Schnur geflogen auf dem Schnee. Ja, aber dank dem Schnee haben wir den Spuren nachher können. Ja. Durch das ganze Dorf bis auf den Parkplatz beim Veloweg am Bach, wo das Cabrio ist gestanden. Ja, ich habe gerade den Schnee von der Kühlerhaube geputzt. Und ich... Was machst du da? Ja, denk den Kratzer suchen. Der die Klavierlehrer, der Dubois, hat gemacht mit seinem Ring, wo er ins Auto hineingejoggt. Und wirklich? Er ist unter dem Schnee vorgekommen, der Kratzer. Es war das richtige Cabrio. Und da habe ich im Schnee Abdrücke von Hundepfoten entdeckt. Wir sind dann nachher ab Richtung Campingplatz. Einer von diesen vollgestörten Wintercampern sagt, ja, es sei eine mit einem kleinen Hund ab. Dann sind wir weiter. Bis ins Nachbardorf. 20 Minuten. So mühsam.
Cleo haben wir nicht gefunden. Nein, dann sind wir den ganzen Weg wieder zurück. Voll zu Ketz. Ja, und dann ist das feuerrote Gabi auch nicht mehr auf dem Parkplatz gestanden. Nein. Die ist auch mit der Cleo auf einem anderen Weg zurück. Ja, wir waren so blöd. Hätten ja einfach auf dem Parkplatz warten können. Ja, oder wenigstens das Autonummer fotografieren. Wir Anfänger. Ja. Auf dem Heimweg hat Fabi dann geschumpfen. Sie suche alle roten Cabrio in der ganzen Schweiz und in Europa und auf der ganzen Welt. Und mir schiesst plötzlich durch den Kopf die Brasilianer an der Alpenstrasse. Ja, die haben zwar die Wahrheit gesagt, also dass ein Chihuahua ist im Pool ertrunken und nicht der Sabri-Mops. Aber ein Cabrio haben sie ja gleich. Ja, und wir Deppen haben ja gar nicht mehr gefragt. Ja, also sind wir zack an die Alpenstrasse rauf. Der junge Typ, der an die Einfahrt zur Villa kam, hat gesagt, ja, seine Mami hat ein Cabrio, aber nur für den Sommer. Und einen Hund würde sie nie mitnehmen auf ihren Ledersitzen. Dann haben wir ihr Cabrio anschauen. Kein Kratzer auf der Kühlerhaube. Ich bin fast wahnsinnig geworden. 1000 Spuren, aber nie kommst du weiter. Ja. Aber dem Nami musste ich Mami helfen, ihr Bar die Weihnachtsbeleuchtung wieder aufzuhängen, die ist runtergefallen. Weil unser Barkeeper Dave, der Lau, sie nicht richtig angemacht hat. Als wir fertig waren, ist die Mami zurück ins Büro und da kommt der Dave, hat mir sein Handy vor die Nase und sagt so, da drauf, ein Foto, heute Mittag. Rate mal, was für ein Auto und was für ein Tier auf dem Beifahrersitz. 2 Stunden abwaschen, dann darfst du es anschauen. So fies! Ja, mega, 2 Stunden. Ja. Ich war so geladen. Ich habe ihm das Handy einfach aus der Hand geschissen und mich umgedreht. Und bevor der Dave das Handy wieder verrutscht hatte, habe ich das Foto schon gesehen. Das Cabrio mit der Cleo bei der Tankstelle im Dorf. Aber es hat so geschneit auf dem Bild, dass man das Autonummer auch nicht lesen konnte. So ein Mist. Der Dave hat geschumpft, aber mir war das weisst wie gleich. Ich bin davon und habe die Türen so geschletzt, dass gerade die Weihnachtsbeleuchtung wieder runtergekommen ist. Später, unten in der KG, was Fabi hat erzählt, ich so, Tankstelle, die haben doch Überwachungskameras. Da sagt das Handy, es ist 6:55. Boah, so schnell sind wir noch nie an der Tankstelle unten gewesen. Nein. Das Mal ist der Luis auf die Schnur geflogen. Ja. Aber die Kasse war schon zu und nur noch der Automat ist gelaufen und die Kassenfrau ist erst am Montag wieder gekommen. So ein gestörter 3. Advent ist es geworden. Das Dorf verschneit, Lichterketten überall, in jedem Laden auch, du Fröhliche. Aber wir hocken in KG unten und Hirne. Dann am Montag sind wir nach der Schule zack zur Tankstelle. Die in der Kasse hat sich erinnern an das Cabrio. Aber die Bilder von der Überwachungskamera dürfen sie nicht rausgeben. Dann sind wir zum Vorgrünigen gerannt. Und der so, ja, er könnte die Tankstelle nicht zwingen, die Bilder rauszugeben. Ehrenwort, der hat mich so genervt. Ja, dann sind wir halt wieder direkt in KG beraten. Und ich hatte eine mega gute Idee. Schaue meine superschlaue Sandy-Handy ganz lang an und die sagt, ja, schon klar, sie probiert es. Aber dann ist sie halt wieder eine Nacht lang bei Fabi unter dem Bett gelegen und hat im Internet gearbeitet. In dieser Nacht hat der Bob wieder geschrieben. Ich frage ihn wieder nach seiner Mom. Und er ein bisschen genervt. Er hat doch schon mal geschrieben, seine Eltern seien geschieden, seine Schwester und er wohnen von klein auf zusammen mit ihrem Dad im Schlössli von seiner Grandma und die sei eigentlich wie eine Mutter für sie. Das letzte Foto von seiner richtigen Mutter hat er vor Ewigkeiten in der Zeitung gesehen, wo sie wieder mal einen Wochenkratzer zu London teuer verkauft hat und dafür ein paar Strandhotels auf Mallorca hat übernommen. Er wüsste nicht einmal, wo sie wohnen. Mit einem hässigen Smiley. Und dann ich ein Granny-Smiley zurück. Und er 10 Granny- und hässige Smiley. Und da habe ich angefangen zu glauben, dass der wirklich nicht weiss, dass seine Mutter hier ist. Und was sie macht. Dass sie die fiese Lady Blake ist und am Sahnenhof das Leid werket. Genau. Dann schreibe ich so voll unschuldig. So ein Zufall. Wir haben auch eine mit so einer riesigen Häuserfirma. Und die bauen ein neues Hotel. Dann der Bob so, vielleicht kenne die sogar seine Mutter. Dann ich, ja, sie kennt sie gut. Sehr gut sogar. Nicht verschrecken, Bob. Das ist deine Mutter.
auch ein bisschen Schock für den Bob. Voll brutal. Mehr als 10 Jahre lang hat er nichts mehr gehört von seiner Mutter, der Lady Blake. Und jetzt sage ich ihm, dass ich die kenne. Ja, von meinem Vater habe ich überhaupt noch nie gehört. Aber mir hast du noch nie gesagt, es sei brutal. Aber gedacht habe ich schon, Luis. Ist eine Ewigkeit gegangen, bis der Bob hat zurückgechattet. Aber plötzlich... Und? Wie ist sie so, meine Mutter? Oh. Dann habe ich geschrieben, sie ist leider nicht besonders nett. Dann hat er gefragt, wieso denn nicht. Und dann habe ich ihm es halt geschrieben. Und er? Jetzt check ich wieso Grandma nach dem Telefon mit meiner Mami zusammengebrochen. Ja, weil sie dort erfahren, dass ihre eigene Tochter uns so zu Leid wäre. Und da haben wir abgemacht, ich sage meinen Eltern alles und der Bob sagt seiner Grandma alles. Und nachher versöhnen sie sich. Und dann bin ich aufgestanden, zur Nacht um 2:30. Ich musste Mami und Babs einfach erzählen. Aber die waren nicht in der Wohnung. Mitten in der Nacht? Ja, so komisch. Ja. Dann bin ich aber ins Hotel und da habe ich sie gehört. Im Büro. Die Tür war zwar zu, aber ich habe sie gleich gehört. Die haben mega gestritten. Die Mami hat gerade gesagt, wir können uns keine Personalweihnachten leisten. Ich habe gleich geklopft und bin rein. Ui, die sind auch schöner geklopft. Ja, weisst wie? Sie haben mich mit grossen Augen angeschaut. Und dann haben sie alles erzählt. Alles. Die sind nicht mehr zum Staunen rausgekommen. Die Mami hat am liebsten gerade sofort Grandma Miller angerufen. Ja, aber es war ja mitten in der Nacht. Ja, eben. Wir sind dann alle schlafen und die Mami hat gerade am nächsten Morgen nach London telefoniert. Sie hat sich bei Grandma Miller entschuldigt. Und die Grandma wiederum hat sich entschuldigt für das, was ihre Tochter, Lady Blake, im Sahnenhof zu Leid wäre. Sie alleine sei die schuld. Weil, wo ihre Tochter, eben die Lady Blake, noch ein Kind war, haben sie mit der Wut auf uns angesteckt. Und dann hat Grandma probiert, Berndeutsch zu reden. Das erste Mal seit 40 Jahren. Der Bob hat ihr erzählt, die Gondeln seien kaputt. Man kann nicht mehr Skifahren und dann kommen keine Gäste. Sie tun gerade einen Notbatzen überweisen für die Löhne vom Personal bis im Frühling. Kalt wie Heu. Ich habe hinten vorne gerufen, «Danke, Grandma! Längt's auch noch für Personalweihnachten zu feiern?» Und sie so, «Ja, sicher, Fabi.» Dann ist der Luis in den Sahnenhof übergekommen und wir sind in mein Zimmer. Und dann das Handy, das ja die ganze Nacht gearbeitet hat, unter dem Bett. «Team FLS, ich hab's geschafft!» Ja, sie hat die Überwachungskamera vor der Tankstelle geknackt. Und ein Foto vom feuerroten Cabrio gefunden. Mitsamt der Autonummer. So genial. Die Besitzerin hat Anke Neureuter geheissen. Ich habe gerade angerufen und auf dem Beantworter eine Nachricht hinterlassen. Dann mussten wir mega pressieren für die Schule. Aber zum Glück das letzte Mal vor der Weihnachten. Dann sind wir gerade wieder zurück in Sahnenhof. Und wer steht in der Lobby? Der Klavierlehrer von Fabi, der Dubois. Schon wieder mit einer Schramme am Gring und sagt, also die mit dem feuerroten Cabrio, das ihr sucht, parkiert miserabel, steht wieder vor der Baustelle, halb auf der Straße und ich habe es schon wieder bereicht. Aber dann meint das Handy, das könne doch kein Zufall sein, dass das Cabrio schon wieder vor der Rosenbaustelle stehe. Was, wenn die geheimnisvolle Anke Neureuter mit der Lady Blake unter einer Decke stecke? Wir zack auf die Rosenbaustelle. Das feuerrote Cabrio hat von weitem aus dem Schnee geleuchtet. Dann sehe ich, dass eine Frau drinnen hockt. Und auf dem Beifahrersitz die Cleo. Die sieht mich an und fährt an zu bauen wie gestört. Ich schreisse einfach die Türen auf. Die Cleo kommt raus, an mir rauf und schlägt mir das Gesicht ab. Die Frau steigt auch aus und ruft, «Mara, ruhig! Mara, sitz!» Ja, und ich habe gedacht, Mara, nein, so blöd. Jetzt ist das noch der falsche Mops. Quatsch, der falsche Mops, Luis. Das ist der richtigste Mops, was es je hat gegeben. Hat die Frau gekämpft mit der Cleo. «Ruhig, Mara, sitz!» Das war eine Deutsche. Dann bin ich in die Knie und habe gesagt, «Cleo, sitz!»
Und sie ist sofort hergehockt und hat mich mit ihren grossen Augen angeschaut. Einfach so herzig. Und die Frau steht dort und sagt voll baff, sie gehört dir. Und ich, nein, leider nicht. Und sie, du siehst auch nicht aus wie eine Tierquälerin. Und ich so, hä? Wieso Tierquälerin? Ja, und dann hat sie erzählt. Vor 2 Monaten hat sie vor der rosa Baustelle parkiert und gerade ins Cabrio einsteigen, da Torkli am Mops daher, Luxemburgerli rot versabbert, halb tot und schleift wie eine Leine nachher. Sie hat dann ihr armen Cleo zuerst die Leinen abgezogen und auf einen Dreckhaufen vor der Baustelle geschmissen. Ja, und dann gerade, als sie den Mops eingeladen hat, sei ihr noch die Jogger in die Kühlerhaube gerasselt. Ja, der Typ an den Löw. Dann hat sie den Mops zu ihrem Vater gebracht, der Tierarzt zeigt. Und der hat gemeint, halb erwürgt und halb versteckt an Süssigkeiten. Dazu noch Beruhigungsmittel für Menschen. Genug für einen Hund zu vergiften. Dem Tierquäler, der den Hund ausgesetzt hat, geben sie ihn sicher nicht mehr zurück. Dann, als sie fertig erzählt, schaut sie mich an und fragt, ja, wem jetzt der Mops gehöre. Und dann ich, ja eben, eine Tierquälerin. Sie heisst Lady Blake. Dann wird die voll bleich. Ui. Und ich, kennen Sie die? Und sie nickt. Die Lady Blake sucht eine Pianistin für ihr neues Hotel Rose. Und dann hat sie sich beworben und bringe jetzt gerade den Arbeitsvertrag vorbei, zum Unterschreiben. Und in diesem Moment haben wir aus dem halbfertigen Rosa-Hotel Schritte gehört. Und der Mops hat sich hinter der Fabi verkrochen und angefangen zu winseln. Und dann kommt sie. Die Lady Blake. Die falsche Schlange. Anke, welcome. Der Arbeitsvertrag, du hast ihn dabei? Dann sagt Anke, ja, Lady Blake, also, ich muss noch mal überlegen, ob ich den Job annehmen will. Und dann deutet Lady Blake so auf Louis und mich. Wegen der Kids, I guess. Aber die erzählen Lügen über mich. Und die haben meinen Hund gestohlen. So fies! Und dann hat aber die Anke aufgehört mit nett zu sein. Ja, sie hat Lady Blake angeschaut und gesagt, Kinder lügen vielleicht. Und Erwachsene können es sogar noch besser. Aber Hunde lügen nie lügen. Und dieser Hund sei dann gar nicht gestohlen. Den heisst sie nämlich Mara und gehört ihr. Er hat auch einen Chip, ob sie den Hundeausweis sehen. So cool! Da hat man dann gemerkt, wie viel Lady Blake Cleo gelegen ist. Nämlich genau nichts. Well then, viel Spaß mit Mara. Wenn mein Hotel Rose eröffnet ist, der Sahnenhof wird leer sein. Und marschiert davon. Dann haben wir dieser Anke erzählt, wieso der Mops an diesem Abend halbtot auf sie zugewankt ist. Die Lady Blake verfüttert der Cleo die Luxemburgerli vom Architekt, dass sie fast dran versteckt. Ja. Meine Mami kommt, findet Cleo, hilft ihr und geht wieder. Ja, die Lady Blake hat sich auch versteckt, weil sie wollte wissen, was die Mami von Fabi auf der Baustelle will. Ja, und als sie hat gesehen, dass sich die Mami der Mantel mit dem himbeerroten Luxemburgerli-Gesaber verschmiert hat, hat sie auch gedacht, wenn sie ihren Hunger vergiften würde, dann könnte sie es der Mami anhängen. Ja, weil ja die Spuren auf ihrem Mantel beweisen, dass sie da war. Ja, und genau das hat Lady Blake gemacht. Der Architekt hat ja beobachtet, wie sie einem Mops Tropfen gegeben und er hat liegen. Aber es waren auch zu wenig Tropfen. Die Cleo ist irgendwann erwacht und aus der Baustelle gerade der Anke in die Arme getorkelt. Und die hat sie gesund gepflegt. Und jetzt sehen alle, dass meine Mami unschuldig ist. Ja, das alles haben wir herausgefunden. Das Team FLS. Genau. Als wir zurück sind in Sahnenhof, waren meine Eltern so gut drauf wegen dem Notpatzen von Grandma Miller. Die haben sich sogar wieder mal geküsst. Ja, schon gut. Dann haben sie gerade planen, wie sie das Zimmer umbauen wollen. Und ich durfte alleine die Personalweihnachten organisieren.
Ja, und meine Mama hat gefunden, eigentlich sollte man nicht Geld ausgeben für ein Fest, wenn man am Verlumpen sei. Ja, und dann so, Mama, und was, wenn du die Stelle verlierst? Und dann siehst du schon wieder, es gäbe immer eine Lösung. Ich dachte, komisch, was ist mit meiner Mama los? Aber das Weihnachtsfest war super. Nein, finde ich nicht. Mitten im Apero in der Lobby bin ich auf ein Schemmeli gestanden und habe eine Rede gehalten. Dass die Löhne bis in Frühling gesichert seien und dass uns jemand einen Haufen Geld gebe und wir den Sahnenhof erneuern können. Und zwar nicht nur das Südzimmer, sondern das ganze Hotel. Boah, die haben sogar geklatscht. Ja. Und ich habe ja die Anke eingeladen und sie vorgestellt. Das ist die Anke, die Cleo gefunden hat. Ihr seht, die Mami hat Cleo nicht vergiftet. Und das dürft ihr im Dorf ruhig allen sagen. Dann hat Anke auf meinem Flügel «Oh, du Fröhliche» gespielt. Und alle haben zusammen gesungen. Und ich so zu Mami, könnten wir eigentlich nicht noch eine Pianistin brauchen? Dann lächelt die Mami. Sie hat Anke schon gefragt. Sie spielt ab sofort am Samstag und Sonntag auf dem Flügel und daneben tut sie Nathalie an der Rezeption sitzen. Aber das Beste kommt erst jetzt. Anke steht auf und sagt, Fabi, ich habe dir noch ein Weihnachtsgeschenk. Sie zieht einen Gummizug mit einem kleinen Geschenkmäschchen aus der Tasche, geht in die Knie und ruft, komm Cleo, komm. Die Cleo rennt zu ihr. Die Anke tut ihr das Mäschchen um den Hals und sagt, Cleo, geh zur Fabi. Ihr beide, ihr gehört einfach zusammen. Ja, Küssli und Hündli und Liedli und weiss nicht was. Du bist so ein Motzbrocken, Luis. Nee, aber... Wo wir sie an den Tischen gehockt, haben sich alle mitgefreut. Sogar der Dave neben dir. Ja, aber nicht wegen dem Saberi-Mops. Doch, sicher. Nein, sondern weil ihm eine andere Hotelbar eine Stelle als Barkeeper angeboten hat, wo er doppelt so viel verdiene. Und dann hat er mit mir eine Mama angestossen und hat sie so komisch angegrinset. Und eine halbe Stunde später hat meine Mama angefangen, ein portugiesisches Weihnachtslied zu singen. Voll cool. Nein, voll peinlich. So etwas hat die noch nie gemacht. Ja, aber davonlaufen hättest du wegen dem gleich nicht müssen. Mo, ich konnte nicht mehr dort hocken. Daheim frage ich das Handy, du, was ist los mit meiner Mama? Nicht das Handy. Ja, so glücklich wie die ist, vielleicht ist die ja verliebt. Jö. Nein, nicht jö. Ich brauche keinen Stiefvater. Ich würde lieber mal meinen richtigen Vater lernen kennen. So einen Luis. Skilehrer. Ja, dann habe ich halt angefangen zu gamen. Aber sogar das hat mich angeguckt. Dann habe ich abgestellt und bin ins Schlafzimmer von Mama. Gehe Hinweise suchen, ob sie wirklich verliebt ist. Und dann habe ich es gefunden. Das Kuvert auf ihrer Kommode mit einem Brief drin. Nicht von einem Mann, zum Glück. Nein, viel schlimmer. Von Lady Blake. Schon gleich tue sie ihr Hotel Rose eröffnen und brauche gute Leute. Sie würde meine Mama gerne anstellen. Als Etagenchefin mit doppelt so viel Lohn. Dann sagt Handy, ob nicht der Dave vor 2 Stunden auch vor einer neuen Stelle erzählt hätte, wo er doppelt so viel verdiene wie im Sahnenhof. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Die Hex will dem Sahnenhof nicht nur Gäste wegnehmen, sondern auch die Mitarbeiter. Und auch meine Mama. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.